Herzlich willkommen zu den Buchgesprächen. Ganz dein, Maria. Dieser Ausspruch ist weltbekannt geworden, als Karol Wojtyła Papst wurde. Mit diesem Wahlspruch weihte Johannes Paul II. Sein Pontifikat und sein ganzes Leben der Mutter Gottes. Über die Marienweihe und darüber, wie man sich darauf vorbereiten kann, handelt das Buch Ganz dein, Maria. Es stammt von Monsignore Florian Kolfhaus, der im päpstlichen Staatssekretariat in Rom arbeitet. Heute ist er zu uns ins Studio gekommen und mit ihm möchte ich nun über sein Buch sprechen. Herzlich willkommen, Monsignore Kolfhaus. Grüß Gott. Ganz dein, Maria, totus tuus, dieser Wahlspruch von Johannes Paul II., den hat er sich ja nicht aus den Fingern gesogen. Er kommt vom heiligen Ludwig Maria Grignon von Montfort. Wer war dieser Heilige? Ja, der heilige Ludwig Maria Grignon ist bei Insidern ein bekannter und beliebter Heiliger, leider noch nicht bei der breiten Masse, so wie der heilige Franziskus oder vielleicht auch der heilige Pater Pio. Der heilige Ludwig Maria Grignon ist 1673 in der Bretagne geboren worden, also Franzose, und hat während seines kurzen Lebens, er ist schon mit 43 gestorben, ganz engagiert als Volksmissionar gearbeitet. Ist also durch die Lande gezogen, hat gepredigt, hat den Kindern den Katechismus gelehrt und hat teilweise ganz moderne Methoden angewandt, so zum Beispiel Lieder verfasst, um religiöses Wissen durch die Musik zu vermitteln. Dabei waren seine Erfolge nicht automatisch, waren also nicht vorhersehbar, denn in immerhin 7 Diözesen Frankreichs hat er Predigtverbot bekommen. Trotzdem hat der heilige Ludwig Maria nicht aufgegeben, hat weitergemacht, nicht zuletzt aufgrund seines übergroßen Vertrauens in Maria, in die Mutter Gottes, der er sich ganz geweiht hat. Und dieses Vertrauen auf Maria kommt in einem Traktat von ihm besonders zum Vorschein, das heißt nämlich Ganzhingabe an Jesus durch Maria. Man nennt es auch das Goldene Buch. Warum heißt das Goldene Buch? Das ist ein Name, den ihm der Volksmund gegeben hat. Das Goldene Buch, weil es ein so hervorragender, ein so außergewöhnlicher, ein so goldener Ratgeber ist, wie man Jesus nachfolgen kann, indem man sich seiner Mutter weiht. Monsignore Kolfhaus, wenn wir hören Heiligkeit, dann erschrecken wir erstmal. Jeder von uns weiß, die Heiligkeit, von der sind wir alle im Alltag sehr weit entfernt. Aber Grignon sagt, der marianische Weg ist ein leichter Weg zu Maria. Wie funktioniert das? Wenn ich einhaken darf, es stimmt, wir erschrecken oft, wenn von Heiligkeit die Rede ist, weil wir meinen, dass Heiligkeit oft irgendwas bedeutet mit Weltfremdheit, aus der Welt fliehen, traurig sein, asketisch sein, moralisch perfekt. All das stimmt so nicht. Heilig sein bedeutet, den Willen Gottes zu tun, und wer den Willen Gottes tut, der ist glücklich, in dieser Welt und in der anderen. Mit Maria ist es leicht, heilig zu werden. So wie es für ein Kind leicht ist, laufen zu lernen, wenn es die Hand der Mutter ergreift, so ist es leicht für uns zu laufen, ohne zu fallen, wenn wir ihre Hand festhalten, weil sie einfach immer mit dabei ist und unseren Alltag Christus wohlgefällig macht, indem sie uns einfach begleitet, uns anleitet, so wie es eine Mutter bei kleinen Kindern tut, die sozusagen jeden Handgriff lenkt und sobald ein Kind stolpert, schon herbeieilt und merkt, halt, ich muss es jetzt auffangen. So ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wenn der heilige Ludwig Maria Grignon sagt, die Marienweihe macht es leicht, Christus nachzufolgen, also ein Heiliger zu werden. Der volle Titel heißt ja Ganzhingabe an Jesus durch Maria. Inwiefern ist denn Marienweihe letztendlich eine Christusweihe? Ja, der heilige Ludwig Maria Grignon unterstreicht das ganz deutlich. Er sagt, die Marienweihe ist eine bewusste Erneuerung der Taufgelübde. Die meisten von uns wurden ja als Kinder getauft und da hat der Pate ein Leben aus dem Glauben versprochen. Bei der Marienweihe soll ich jetzt selber Ja zu Jesus sagen, meine Taufversprechen ganz bewusst erneuern, aber in, durch und mit Maria, weil sie der Weg ist, der zu Jesus führt. So wie Jesus durch Maria in diese Welt gekommen ist. Ist ja nicht einfach aus der Wüste aufgetaucht als erwachsener Mann, der keine menschliche Mutter wollte, sondern er wollte sie. So sollen wir durch sie zu ihm kommen. Und auch Jesus ist letztlich nicht die Endstation, sondern durch Jesus den einen Mittler zum Vater, zur Dreifaltigkeit.
Ganzhingabe an Maria, an Jesus, an den Vater, das klingt sehr radikal. Was gebe ich da eigentlich alles von mir, wenn ich die Ganzhingabe vollziehe? Alles. Die Antwort ist ganz einfach. Sie geben alles. Es geht nicht darum, der Mutter Gottes einen Euro zu geben, so wie das auch noch nicht Nächstenliebe ist, wenn ich das einem Bettler in den Hut schmeiße. Es geht darum, alles zu geben. So wie zwei Eheleute einander grundsätzlich alles schenken, weil sie einander lieben, so geht es darum, dass ich Maria alles gebe. Mein Leib, meine Seele, meinen äußeren, meinen inneren Besitz. Und das nicht aus Angst, so als ob sie mir da etwas nehmen könnte, als ob sie nur darauf wartet, mir irgendetwas kaputt zu machen, sondern ganz im Gegenteil, damit sie mich und all das meine bewahrt und behütet und schön macht und Frucht bringen lässt. Was muss sich dann ändern an einem Leben, das sich ganz Maria anvertraut hat? Zunächst einmal, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man die Idee des heiligen Ludwig Maria Grignion verstehen will, zunächst einmal muss ich selber gar nicht viel machen. Ich nehme die Hand der Mutter Gottes und lasse mich führen. Nach der Weihe wird mein Leben zunächst einmal so weiterlaufen wie bisher. Ich mache meine Arbeit, ich habe meine Familie. Wahrscheinlich habe ich auch immer noch die gleichen Sünden und Fehler, in die ich zurückfalle, aber innerlich wird sich etwas radikal verändern. Ich werde merken, dass Maria bei allem mit dabei ist. Ich werde in den Sorgen und Schwierigkeiten des Lebens ruhiger bleiben. Ich werde die Freuden mit größerer Innigkeit erleben. Und wenn ich falle, werde ich viel schneller aufstehen. Noch einmal, um auf das Bild zurückzukommen. Ein kleines Kind, das fällt, rappelt sich allein nur langsam und unter großem Geschrei hoch. Wenn die Mutter kommt, steht es sofort wieder und kann weiterlaufen. Das passiert auch, wenn ich mich Maria weihe und mit ihr ein christliches Leben zu führen versuche. Der heilige Ludwig Maria Grignion versucht dafür eine Anlage